Hallo Reisefreunde und einen wunderschönen guten Morgen. Das Wetter hat sich wieder gebessert. Gestern hatten wir hier einen Pausentag gemacht auf diesem kleinen Campingplatz, weil Regen. Regen, schwarze Wolken, die sind alle hier über die Berge gezogen. Für uns der perfekte Moment, um eine Arbeitspause einzulegen und heute wieder mit neuer Energie loszufahren. Zu starten. Und an diesem Arbeitstag haben wir auch etwas festgestellt, was wir gehofft haben, dass es nie passieren wird in unserer YouTube-Karriere, sage ich mal. Denn wir schaffen es leider nicht mehr, alle Kommentare zu beantworten. Es hat sich jetzt einfach über die letzten nur ein paar Tage haben sich so viele Kommentare angebahnt, dass wir es einfach echt nicht mehr schaffen, die alle aufzuarbeiten. Und das würde uns jetzt wahrscheinlich auch einen ganzen Tag Zeit brauchen, um das wieder aufzuarbeiten. Und es tut uns wirklich sehr, sehr leid. Und wir probieren da jetzt wieder jeden Tag einfach sofort alles zu beantworten. Aber auch das, also im Moment, es kommen so viele Kommentare dazu. Es ist uns wirklich einfach im Moment nicht möglich, jeden eurer Kommentare zu beantworten, obwohl wir jeden lesen. Das heißt natürlich nicht, dass wir die nicht lesen, sondern wir lesen jeden von diesen Kommentaren durch. Und wir finden es auch super schön, dass ihr so viele Kommentare schreibt und macht das unbedingt auch weiterhin. Ihr seht es ja auch, sobald das Herz von uns aufploppt, haben wir den gelesen, weil das geben wir wirklich, das ist für uns immer so die Kontrolle, haben wir den gesehen oder nicht. Sobald das Herz aufploppt, haben wir den gelesen und naja, kommen vielleicht einfach manchmal nicht immer dazu, das wirklich alles zu beantworten. Tja, wir haben gehofft, dass das nie passiert, aber wir stehen jetzt kurz vor 10.000 Abos und da kommt einfach so viel zusammen. Das ist unglaublich. Also vielen lieben Dank für alle Kommentare und für eure Reaktion. Macht das weiter, aber wir schaffen es leider nicht mehr, alle zu beantworten. Aber ich würde sagen, das war es jetzt mit den schlechten Nachrichten. Jetzt kommen wieder die guten Nachrichten. Jetzt geht es nämlich weiter. Genau, und heute haben wir ganz schön was an Strecke vor uns. Nicht, weil das jetzt besonders weit wäre, weil wenn der Abend kommt, dann stoppen wir einfach, sondern weil jetzt wirklich landschaftlich auch eine wunderbare Zone warten soll. Aber ich glaube, wir verraten gar noch nicht allzu sehr, wo wir hinfahren. Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. Steffi sorgt mal wieder für klare Sicht, damit wir auch schön zum Auto rausfilmen können und auch die wunderbare Schönheit in Norwegen sehen können, oder? Genau. Ist schon ganz schön was gestorben hier auf unserer Scheibe. Zwischendurch müssen wir natürlich unseren Karl auch hegen und pflegen, damit er schön glänzt auf den Bildern und Fotos und ja, dass er eine gute Falle macht. Und die nächsten Tage, die sollten wirklich fantastisches Wetter werden. Es soll bis zu 30 Grad werden und das in Norwegen. Und dann schreiben wir auch irgendwann dann die Heckscheibe und alles wieder an, so wie wir das früher gemacht haben. Wir haben das in den letzten Tagen nicht so gemacht, weil es halt immer wieder geregnet hat und dann wäre alles so runtergelaufen und das sieht dann halt jeweils nicht so cool aus. Aber ich denke, das werden wir dann bei Zeiten mal wieder machen, dass uns die Leute auch erkennen, unterwegs natürlich, was wir machen und was wir tun. Sind wir bereit? Ja. Boxenstopp erledigt. Weiter geht's. Man könnte ja theoretisch jetzt das Tunnel nehmen, aber wir nehmen für einmal wieder die Passstraße. Das hat sich in den letzten Tagen ja absolut bewährt. Ihr könnt euch erinnern, jede Straße, die wir über den Pass gefahren sind, die waren einfach unglaublich schön. Wir sind jetzt auf der 258. Wenn alles klappt, Die dann... hat auch so einen schönen Namen, das kann sich kein Mensch merken, deshalb schreiben wir das mal unten hin. Habt ihr es gehört? Wir schreiben noch den Namen unten hin. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund und ihr hört es vielleicht auch den Motor an. Es geht rauf, die Straße ist einspurig. Ich schalte jetzt die Dashcam ein und dann könnt ihr mitverfolgen, wie wir hier einen Pass mehr erklimmen. Steffi wieder am Steuer, gibt alles. Ja, wir melden uns.
Und jetzt hat sich doch prompt der Untergrund geändert. Wir fahren quasi auf Schotter, richtig cool. Das bedeutet natürlich immer, es wird besonders schön. Ihr habt die ersten Bilder gesehen, ihr habt die ersten Drohnenaufnahmen gesehen. Ich würde mal sagen, der Umweg hat sich schon jetzt richtig gelohnt. Ja, es ist wirklich so kalt, wie es ausschaut. Es ist eisig kalt. Schließlich haben wir hier oben auch Schnee. Aber jetzt wird mal gemütlich zum Mittag gegessen an diesem fantastischen Ort. Mit diesem herrlichen Wetter, auch wenn es kalt ist. Das ist einfach fabelhaft hier oben. Ja, und ich würde mal sagen, wir lassen die Drohne steigen. Wir haben bereits den ersten Abzweiger genommen in Richtung Geiranger. Das sagt euch allen wahrscheinlich schon etwas, weil ihr seid ja die absoluten Norwegen-Profis und so viele von euch waren schon da. Und schaut euch mal nur schon wieder die Aussicht an. Ich würde am liebsten schon wieder Drohne fliegen, aber momentan laden gerade beide Akkus. Gut haben wir eine Solaranlage auf dem Dach. Ohne die würde es definitiv nicht gehen. Ich lade die Drohnenakkus momentan sicher gegen 10 Mal im Tag. Ja, die Solaranlage, die macht wirklich einen super Job. Und ihr habt weiterhin den Vorteil, wenn ihr über autosolar.ch bestellt, habt ihr 5% auf das gesamte Sortiment, auf das gesamte Solarsortiment. Link findet ihr unten in der Infobox. Solar ist doch einfach eine geile Sache. Darum heißt der Rabattcode auch Solar ist geil 5. Ja, unser Weg geht jetzt weiter hier hoch, weiter in Richtung Geiranger. Ob wir da als Niba auch machen, ich weiß nicht so genau. Wieder so ein bisschen Touri-Ding, aber... Wir haben eine erste Achtung, Warnschild, Rentiere-Tafel gesehen. Aber noch kein Rentier. Ja, aber das kommt noch. Ich bin guter Dinge. Nicht heute, warum? Aber bald. Okay. Oh, es ist so schön. Ja. Es ist so schön. So schön. Ja. Wollen wir weiter? Gehen wir weiter. Da oben wäre jetzt also die Aussichtsplattform der Alsniba. 5 Kilometer sind es nur von der Straße, von der 63, die hier lang führt, hinauf zum Aussichtspunkt. Wir haben uns dagegen entschieden, lassen lieber Bienchen starten und ja, mal schauen, was die uns so für Eindrücke von oben gibt. Und ihr seht das natürlich auch. Wir haben den ominösen Parkplatz gefunden. Er ist ziemlich überfüllt, aber wir sehen jetzt dann gerade auf den Geiranger Fjord, sagt man, herunter. Genau. Und zwar also von oben, wir haben ja Biene hochgeschickt und ab und an beim Runterfahren haben wir auch nach vorne gesehen.
Ich weiß nicht, also vom Dal Snippa oben ist es schon noch ein riesiges Stück bis zum Fjord. Und ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass der View von dort oben geiler sei als der jetzt hier. Ja, also wir zeigen euch das gleich. Und ja, mehr haben wir eigentlich gar nicht zu sagen. Ja. Los geht's. Auf die Gefahr hin, dass ich mich einmal mehr in die Nessel setze bei euch, aber wir müssen weg hier. Wir müssen definitiv weg hier und für einmal ist auch Steffi dieser Meinung. Wir sind fast nicht mehr rausgekommen aus dem Parkplatz. Der ist so ungünstig angelegt, der Parkplatz. Und da sind jetzt noch mal 3 Wohnmobile raufgefahren, obwohl schon gar kein Platz mehr da war. Und jetzt konnten wir fast weder hin noch zurück. Und die Leute, die drehen da alle völlig am Rad, die wollen alle dahin. Und das ist genau das, was wir ja eigentlich nicht wollen. Immer diese Touri-Sachen, aber wir wollten uns anschauen, wir haben es gesehen, aber die Aussicht war echt geil. Die Aussicht war echt geil. Und wir müssen auch mal noch sagen, die Norweger sind die schlechte Autofahrer. Halt einfach nervig und egoistisch. Also extrem egoistisch, die halten nie an, die sagen nie Danke, wenn man wartet. Das ist echt mühsam und wenn man da auf so einem Parkplatz einen Norweger trifft, dann wird es richtig schwierig. Ja, das musste jetzt mal schnell raus. Gibt uns aber auch wieder so ein bisschen zu bedenken, Nordkap ja oder nein. Wenn wir das sehen, ganz klar nein. Weil diese Massen, da fahren wir doch lieber in den Norden von Schweden. Runter geht's. Und wer sich das Ganze übrigens nicht mit dem Wohnmobil oder dem Van antun möchte, der kann hier unten einen Twizy mieten, einen Renault Twizy, das sind so Elektromobile. Dann geht das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher als mit dem großen Auto und man findet sicher auch überall Platz, um zu parken. Wir sind jetzt im Ort unten in Geiranger. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Es sind 4 Wohnhäuser plus ein Hotel. Für uns geht die Reise weiter und sie geht gleich... Wie? Campingplatz. Ja, und mehrere Campingplätze, das stimmt. Für uns geht die Reise weiter. Sie geht jetzt am Ende oder an der Seite des Fjords wieder den Berg hoch, also die nächste Passstraße. Ihr habt den Aufnahmen an von der GoPro-Kamera, von der Dashcam-Kamera wahrscheinlich gesehen. Das ging ganz schön aufwärts hier, ganz schön viele Spitzkehren und so weiter. Jetzt sind wir aber oben und haben von hier, von der anderen Seite nochmal einen richtig geilen View. Nicht nur in den Geiranger rein, sondern auch in den Fjord raus. Schauen wir uns das Ganze zusammen mal an. Aber ist auch hier nicht schlecht gefüllt. Und was wäre so ein Tag in Norwegen auch ohne Fährfahrt? Wir stehen mal wieder auf einer Fähre. Diesmal kostet sie 136 Kronen. Ich schreibe euch das unten hin. Wunderbare Aussicht, wunderbares Wetter. Es könnte nicht schöner sein. Ein bisschen müde von den ganzen Eindrücken heute schon, war schon ziemlich viel. Und jetzt fahren wir hier quasi durch einen Fjord, weil es gibt mal wieder keine Straße. Man muss Fähre fahren.
Richtig cool an Norwegen sind die ganzen Entsorgungsstationen. Man muss eigentlich nie lange warten und man findet irgendwo einfach so an der Straße eine Entsorgungsstelle inklusive Frischwasser. Das haben wir jetzt schon ganz viel Mal erlebt und das ist so praktisch. Wenn ich da zurück an Irland denke, wo es das einfach gar nicht gab, da gab es ja das alles immer nur auf Campingplätzen, ist Norwegen da einfach totaler Vorreiter. Man kann es eigentlich sogar mit Frankreich vergleichen. Das ist so praktisch und es wird so viel für die Camper getan. Wir können jetzt hier gratis, for free, Wasser auffüllen, alles entsorgen. Karl ist wieder fit fürs nächste Abenteuer. Vor uns liegen jetzt noch gut 30 Minuten Fahrt, bis wir am Stellplatz von heute ankommen und dann heißt es noch ganz viel arbeiten, weil morgen ist Newsletter-Tag. Wer den Newsletter noch nicht abonniert hat, hier oben, hier, irgendwo, abonnieren und immer die schönsten Bilder erhalten. Gerade hier in Norwegen sind sie natürlich besonders schön. Ja, Steffi putzt noch den Tank, habe ich auch gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann unterwegs wieder. Ganz spontan am Wegesrand sind uns diese Windungen aufgefallen und für einmal muss die Windungen nicht Karl machen, sondern wir machen die zu Fuß. Wir haben kurzerhand angehalten, es hat einen großen Parkplatz da hinten und ja, haben einen Wasserfall gefunden. Und wie der heißt, das blenden wir euch jetzt gerne ein. Heute mache ich etwas, das habe ich schon lange nicht mehr geschafft. Ich beende das Video am gleichen Tag, wie es begonnen hat. Applaus oder ein bisschen schon. Es war wieder ein wunderschöner Tag, wirklich sehr beeindruckend, was wir hier alles erleben durften. Ich bin geflasht von Norwegen. Also es war, glaube ich, noch nie so, dass jeder Tag ein einzelnes Highlight war auf unserer Reise. Darum bin ich auch schon gespannt, wie es dann morgen weitergeht. Den Stellplatz, auf dem wir jetzt hier stehen, das ist ein einfacher Parkplatz bei den Trollstiegen. Die machen wir dann morgen, gehen hier ein bisschen wandern, genießen den Tag und ja, für das Video war es jetzt aber das. Ich denke, es war genug Eindrücke, einfach wieder mega schön. Ja, wir machen jetzt noch Abendessen. Es gibt ein bisschen Reis, ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Kräfte-Menü. Es schlaucht ganz schön so einen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unbedingt unten den Kanal. Es gibt noch viel mehr Videos aus Norwegen und schon bald wieder aus Schweden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und so sieht es dann aus, wenn zu viele Wohnmobile einen Parkplatz belegen. Unglaublich, was hier wieder los ist heute. Ihr seht es, da Wohnmobil, da Wohnmobil, da Wohnmobil, überall Wohnmobil. Ist ganz schön was los.